Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. 1540 an Einnahmen. Das nenne ich doch mal wirklich schönes Einkommen allmählich. Es steigert sich. Und letzter Tag im Frühling. Morgen muss es dann schönes Wetter geben, ne? So, wie sieht's am Morgen aus? Es wird der ganze Tag klar und sonnig sein, ist ja klar, ist ja Sommer, was dann kommt, und da startet es dann hoffentlich auch mit dieser tolle Musik. Das Sommer hatte großartige Musik, die beste im ganzen Spiel, wie ich finde. Halt gibt's Omelette. Das ist so ein einfaches Gericht, wird aber oft falsch zubereitet. Perfektes Omelette ist eine Schönheit. Es ist ein pure goldene Engel aus schimmernder Eier. Gott sei Dank nicht schimmelnde Eier. Und ich zeig dir mal geheime Technik. Du hast es gelernt, wie man Omelette macht. Ja, geiler Scheiß, oder? Aha. Servus Ackermann, ich habe gute Nachrichten für dich. Vor ein paar Tagen habe ich mal einen Durchbruch in meiner Forschung über die hiesige Flora und Fauna erzielt. Ich erspare dir aber die langweiligen Details und gleich zum Punkt. Du kennst schon die Leerhöhle dort drüber. Ein bisschen weiter westlich, ne? Ich habe eine Methode gefunden, einen Nutzer für sie zu schaffen. Für uns beide. Ich die Höhle ganz gern zum Anlocken von bestimmten örtlichen Arten verwende. Auf die Weise kann ich sie in einer bessere kontrollierte Umgebung beobachten. Und du kannst ernten, was auch immer die hinterlassen. Ich kann die Höhle entweder für Pilze oder für Fruchtfledermäuse auslecken. Die Fledermäuse hinterlassen mal hin und wieder Früchte zum Eissammler. Tja, das ist jetzt die Frucht, ne? Pilze finden wir zwar in der Mine weiter unten. Auf dem Waldhof habe ich das Problem halt nicht gehabt, weil die halt überall auf dem Hof mal gewachsen sind. Aber da wir noch keine Obstbäume haben, würde ich tatsächlich sagen, wobei, das ist jetzt wieder so eine Sache, wofür ich es nutzen soll, ne? Hinkelstall steht ja auch schon. Steht aber tatsächlich Sache, wir nutzen es für die Früchte. So, wir nehmen dann die Fledermaus. Alles klar, ich bereite dann alles vor. Sollte nicht allzu lang dauern. Danke, dass du mitmachst, Ackermann. Ajo, Demetrius, machen wir das doch natürlich. Wenn es der Wissenschaft dient, machen wir das doch alles sehr gern. So, unser letzte Ernte für heute, die geht natürlich genau auf. Ab morgen fangen dann die Sommerpflanze an. Deswegen hier nochmal Ernte, was möglich ist. Gieße müssen wir jetzt auch nichts mehr, also das haben wir uns auch erspart. Wir sollten aber auf jeden Fall nochmal zum Manis Ranch runtergehen. So, wie gesagt, Gieße müssen wir nicht. Und Eichenharz. Sehr schön. Ja, da könnte man noch Ahorn zapfen bei dem Baum. Wäre ich sehr stark dafür, da müsste man ständig darüber rennen. Okeli. So, Leverwurst, wo bist du dann? Ah, da bist du. Ja, da war der gute Hund. So, jetzt haben wir hier nämlich unser Zeug. Sehr, sehr gut. Wobei, der Stall könnte man da auch hier bauen. Aber zu Robin wollte ich noch und zu Manis Ranch. Okay, gut. Das Eichenharz bewahren wir erstmal auf. So, da schmeißen wir mal da rein alles. Das Eichenharz heben wir erstmal auf unter Handwerksware. Ist das erste, ne? Tatsächlich. Okay, ein Kupferbarre. Hoppala. Ein Kupferbarre brauchen wir sowieso noch. Und wir brauchen noch jede Menge Holz, glaube ich. Damit wir noch so einen Zapfhahn machen können. Wo ist er dann? 40 Holz und 2 Kupferbarre. Ach Gott, Gierschlund. Aller Hopf. Dann machen wir aber auf jeden Fall auch noch hier was. So, das kommt da rein. Und Zapfanlage machen wir auch nochmal. Dann können wir nämlich, wie gesagt, bei dem Ahorn da nehmen noch was abzwacken. So. Haben wir das alles hier in unserer unmittelbaren Umgebung. Das liefert auch ganzjährig Zeug. Das ist auf jeden Fall äußerst nützlich. Okay. Ein Eisenbarre legen wir da rein. Andere geht an die Yumino. Ich persönlich würde jetzt erstmal mal große Runde drehen. Ah, Moment mal. Halte mal der Gaul an. Halte mal ganz, ganz kräftig sogar der Gaul an. So, du kommst wieder durch rein. Da holen wir uns noch einmal tatsächlich hier 5 Stück. Dann können wir das auch noch mal verbroten. Ich nehme meine Angel mit. Wir machen nämlich noch ein bisschen was. Joink. Wir machen auf jeden Fall noch was, nachdem wir bei Robin waren und uns einen Kalender gekauft haben. Aber Hofbuch. Ah ja. Robin, die örtliche Schreinerin, lebt im Norden der Stadt. Das war genau in Hinkelstall. Sehr schön. Wir brauchen aber auch Hinkler. Deswegen gehen wir dann noch eine große Runde bei Manis Ranch noch vorbei und kaufen uns noch 2 Hinkler.
Das wird bestimmt auch noch ganz interessant. Da haben wir auf jeden Fall unser erste Viecher schon. Südele, Robson. Ah, erst um 9 Uhr macht sie auf, die Gutfrau. Können wir vielleicht nochmal hier kurz eine Runde angeln gehen? Weil ich habe noch so eine Erinnerung, dass im Frühling hier am Bergsee etwas war, was wir gebrauchen könnten. Für die Jumino-Sammlung. So, Ackermann. Mach! Kerl! Find was! Sehr schön. Komm her, du Winzerfisch. Perfekt wird's leider nicht. Aber wir haben. Ein Kaulbarsch. Okay, die sind hier leider relativ häufig, die Biester. Aber wir gehen auf jeden Fall, nachdem wir unsere große Tour beendet haben, gehen wir nochmal zum Bergsee und gehen eine Runde Fischer. So, ich mag im Laden ganz gern was kaufen. Und zwar hätte ich gern den Kalender. So, den finde ich schon mal sehr wichtig. Holzige Couch. Nö, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Und ach, das Zeug brauche ich noch nicht. Dann möchte ich nämlich noch gucken, was so ein normaler Stall kostet. 6000 haben wir jetzt leider nicht mehr parat. 350 und 150. Okay, das heißt, Holzhacker steht bei mir auch noch auf dem Terminkalender. Das sollten wir uns dann im Sommer zur Brust nehmen. 350 Holz und 150 Stähe. So, dann werden auf jeden Fall noch die Waldgeisterlein besänftigt und kriegen noch ihren Eisenbarrer. Bis wir Gold produzieren können, dauert es leider noch ein Weilchen. Gucken wir noch gerade mal. Wie viel weit sind wir dann hier? Ah, da fehlt nur noch einer. Ja, sollte ich vielleicht auch nochmal so Reuser basteln. Zwergwels, Stör, Karpfer, Forelle, Barsch. Ich glaube, die finden sich wirklich beim Bergsee im Frühling oder im Sommer. Müssen wir nochmal gucken. So, aber ihr Heizraum, Juminos, ihr kriegt auf jeden Fall der Eisenbarren. Bis wir Gold verhütten können, dauert es noch ein Weilchen. Wir sind jetzt gerade frisch bei der Quelle für Eisenerz gelandet, von daher immer langsam. Immer langsam. Wenn wir regelmäßig in die Mine gehen, dann wird das auch was. Okay. Große Runde. Bei Pierre hängt wieder ein Zettel aus. Was wird dann Desmog gesucht? Ja, 3 Karpfer. Geh fort. Entschuldigung, aber ich bin einfach nicht so der Angler. Ich verbringe meine Tage sehr, sehr selten mit dem Angeln. Das habe ich auch bei meinem anderen Spielstand nur gemacht, um die Aquariumsammlung im Gemeindezentrum fertig zu kriegen. Gut, Geodebrecher. Die dumm. Und. Können wir möglicherweise auch ein Museum spenden. Versteinerte Schleim. Eisenerz, 5 Stück ist immer sehr gut. Und Alamit. Hopp, bin ich alarmiert. Witzig. Okay, die Dinger kann ich tatsächlich im Museum spenden. Bei 60 Spende ist es, glaube ich, auch der Fall, dass man eine Kanalisationsschlüssel kriegt. Das ist dann auch nochmal ganz cool. Gut, dir würde ich ganz gerne was spenden. So, Steine kommen dort hier. Sehr schön. Und Artefakte packen wir mal dort hier. Was gibt's dann für eine Belohnung? 9 Melone-Saat. Ja, super geil. Das können wir morgen direkt machen. Das ist, glaube ich, auch die teuerste Saat. Saugut her. Okay. Dann machen wir immer die große Runde Richtung Manis Ranch. Da käfen wir uns dann gleich mal die Hinkler ein. Und dann gehen wir nochmal zurück an den Bergsee. Und gehen nochmal eine Runde angeln. Gut, die Sache. Alle Hopf. Dum di dip da du da dum da bi ba bam. Und Servus. Ich hätte ganz gern Viecher kaufen, und zwar 2 Hinkler. Eins, das darf Dorei. Gello, was ist dann das wieder für ein Name? Nee, das wäre die Gertrud, auf jeden Fall. So. Sehr schön, ich sende die Claire Gertrud sofort zu ihrem kleinen Zuhause. Howdy. Ja. Dann den ich gerne noch ein Hinkel kaufen. Und das kommt auch durch rein. Fuchti Anna. Nee, das wird die Gudrun, das närrische Hinkel. So, als reite mit. Sehr schön, sind die Claire Gudrun sofort zu ihrem neuen daheim. Alla hopp. Da gucken wir doch mal gleich mal noch der Gertrud und noch der Gudrun.
Sollen schon Pelzername kriegen, ach, die Tiere. Oh, stimmt, hier war ja noch ziemlich wenig aufgerahmt. Vielleicht soll ich einmal mit paar Kupferbarre tatsächlich mal zum Clint nochmal gehen und können die Spitzhacke mal ein bisschen aufmotzen, oder? Ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Dann verhütten wir auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen Eisen. Bam, 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 bam. Da haben wir nur eine auf Vorrat. Ja, da gehen wir dann mit den 5 Kupferbarren im Gepäck gehen wir noch zum Clinty Boy und lassen uns da mal ein bisschen die Spitzhacke aufmotzen, hätte ich mal sagen. Aller hopp, Stäh und Holz brauche ich auf jeden Fall noch, wie ich das gesehen habe jetzt. Ja, die können wir morgen gebrauchen, denn pflanzen wir hier noch rein. So, komm schon. Und zwar stecken wir den Kalender erstmal hier. So, dann kann man nämlich immer schön hier gucken, was Sache ist. Das finde ich perfekt eigentlich. Okay. Gucken wir mal noch Eich. 2 Viecherlin. So. Die müssen auch gestreichelt werden täglich. Gertrud scheint neugierig, aber ein bisschen vorsichtig. Die gewöhnt sich an ihr neues Zuhause. Dasselbe mit der kleinen Gudrun. So, da müssen wir mit Rechtsklick drauf. Und dann haben wir Heu drin. Dann können wir auch hier gleich mal die Fütterstelle auslecken für die kleine Viecherler. So, da. Wie sieht es dann aus hier mit unserem Silo? Wie viel haben wir? 57 Heuballer. Für 2 Tiere sollte das auf jeden Fall schon mal ausreichen. Und der Kaulbarsch kommt erstmal dort rein. Dann gehen wir nochmal Richtung Clinty Boy. Und dann geht's ab zum Bergsee, wo wir noch eine Runde angeln werden. Verbringen wir doch den letzten Tag im Frühling einfach mal gemütlich beim Angeln. So, die Spitzhacke, ja, da ist dann erstmal unsere Minearbeit für 2-3 Tage beschränkt, dass wir da nichts mehr machen können. Weil die Spitzhacke dann in Arbeit ist. So, Clinty Boy. Jetzt gibt's noch was für dich zu schaffen. Okay. So, du sollst bitte mein Werkzeug verbessern. Ich hätte ganz gern die Kupferspitzhacke. So, bitteschön und Dankeschön. Dann geht bei uns die Angel mal dort hier, solange die Spitzhacke weg ist. Und wir gehen hoch zum Bergsee. Ja, dafür hat man sein ganzes Geld dann, ne? Aber ist auf jeden Fall wichtig. Daran sollte man immer mal wieder denken, dass man sein Zeug upgradet. So, stimmt, das ist ja Sonntag. Der Schorsch war ja in der Kirche, in der Joba-Kirche, oder wie das da Kirche nicht vor allem. Kirche und Kirche. Das ist auch so schön. Also in der Palz ist die Kirche die Kirche und die Kirsche, die Frucht, ist die Kirsch. Also es kommt immer drauf an, wie man es ausspricht, ne? Okeli. Dann gehen wir nochmal Richtung Mine und können dort angeln. Das ist meiner Meinung nach so ziemlich der beste Angelplatz. Wenn wir hier in dem nordöstlichen Gebiet hier angeln. Zwischen Abenteurergilde und Mine. Kann man eigentlich ganz gute Fang machen. So. Also gerade die Jahreszeiten sollte man nicht unterschätzen. Und bei Regen muss man auch hin und wieder mal rausgehen zum Angeln, weil nur dann spezielle Fische dort zu fangen sind. So, komm. Das ist halt wieder so Sache, was ich da nicht so sehr mag, weil beim Angeln hockst halt wirklich da und watscht einfach nur. Da passiert nicht wirklich viel, das ist nicht besonders spannend. Deswegen muss ich erst sagen, ich bin auch real nicht so wirklich der Angelfan. Ich habe das tatsächlich einmal gehabt, da war mal, wo ich noch ein Kind war ich mit meiner Schwester und meinen Eltern in Norwegen in einer wunderschönen Hütte an einem Fjord. Also es war, von der Aussicht her war das kaum zu schlagen. Ich glaube, ich habe selten einen schöneren Urlaub gehabt, als wirklich da in Norwegen beim Angeln. Und von der Aussicht war es absolut großartig. Und da an dem Fjord haben mein Vater und ich geangelt. Ah, Forellenbarsch, na Allah. Das ist der, für den ich damals ewig gebraucht habe, bis ich das Ding mal gefunden habe, endlich. Bei meinem anderen Spielstand. Ja, und da haben wir unter anderem dann auch mal ein bisschen geangelt. Da waren dann, ich weiß gar nicht mehr, was da drin war. Rotbarbe waren nur klar wie ich drin. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Jeder Fischkundige und jeder Angler möge es mir bitte verzeihen, wenn ich hier absolute Schwachsinn erzähle. Aber Rotbarsch könnten da drin gewesen sein. Auf jeden Fall waren es rote Fische. Ich bin eigentlich auch nicht so der Fischesser. Vielleicht bin ich auch deswegen nicht so wirklich der Angler. Aber
die waren frisch gefangen, war das doch wieder ein bisschen was anderes vom Geschmack her. Wenn man weiß, dass man die Tiere halt wirklich geangelt hat und dann möchte man das Opfer von dem Fisch auch nicht wirklich so in die Tonne treten und man isst es auf jeden Fall. Ansonsten wäre es ja verumme gewesen. Und ich persönlich fand das Angeln eigentlich etwas langweilig. Wir waren dann da im Boot drin und sind rausgefahren in der Fjord und sind dort teilweise auch an der Steilküste entlang um den Fjord. Und da haben wir halt geangelt und man sitzt... Ah, ein Zwergwels noch. Und da sitzt man dann halt ewig im Boot. Man darf nicht miteinander retten, weil sonst jagt das ja auch die Fische fort. Also es war schon etwas langweilig, wie ich finde. Ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die da dabei super entspannen können. Aber ich persönlich fand es halt echt sehr langwierig und sehr langweilig. Deswegen ist Angeln etwas, womit ich nie großartig warm geworden bin. So, Schatzkiste haben wir auch noch. Oh, 3 Kupfererz. Dankeschön. Zwergwels, warte mal. Wir gehen mal gerade auf die Aquariumssammlung. Flussfische, Gotteslachs, Katzefisch. Stimmt, da war ja auch noch was. Blaubarsch, die dumm. Dann waren noch die Teichfische. Da war auf jeden Fall der Forellenbarsch. Zwergwels brauchen wir 8. Das ist schon mal sehr gut. Karpfe und Stör. Stör. Ich glaube, der Stör war tatsächlich entweder im Sommer oder im Herbst oder im Frühling. Das kann jetzt sehr viel sein. Aber ich glaube, damals habe ich den Stör hier in der Gegend gefangen. Bin mir jetzt noch nicht mehr sicher, ob das ich glaube, das war im Regen im Frühling. Also, wenn, dann haben wir jetzt wirklich in die Hose geschissen. Und finden den Stör nicht mehr. Aber ich kann es einfach mal probieren, hier weiter im Fluss zu angeln. Treibholz. Das ist zum Beispiel so Müll, den sollte man aufheben, bis man die Recyclingmaschine kriegt, wenn man ein bisschen länger mal geangelt hat. Dann kriegt man auch auf einer bestimmten Stufe die Recyclingmaschine. Und mit der kann man dann aus so Zeug nützliche Sachen machen. Aus Müll wird verfeinerter Quarz, aus zerbrochene CDs genauso und so weiter und so fort. Und aus Treibholz wird normalerweise einfach nur der Baustoffholz. Also ist schon eine nützliche Maschine. Na, du Zappelfisch. Ne, du Zappelphilipp. Ein Kaulbarsch. Wer hätte es gedacht? So. Also, ein paar Mal machen wir das jetzt vielleicht noch mal. Und dann schauen wir mal. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf das Sommer. Im Gegensatz zum richtigen Leben. Du bin ich nie so wirklich der Sommermensch. Ich mag einfach das Sommer nicht. Es ist mir meistens in der Pals hier wirklich zu... Hoppla. Es ist mir meistens in der Pals wirklich zu heiß, das Ganze. Zu schwül heiß vor allem. Und da bin ich so einer, der meistert die Disziplin Stubenhocking. Weil, wenn ich im Sommer auf Grabung bin, dann bin ich ja schon fast den ganzen Tag draußen. Aber zusätzlich dann auch noch in der Freizeit die ganze Zeit draußen sei, boah, nee. Das ist etwas, nee, die Hitze sagt mir überhaupt nicht so. Ich bin eher der Winter- und Frühlingstyp. Wird wahrscheinlich wieder so ein Kaulbarsch sein, ne? Der so rumzappelt. Ja. Okay. Ja, das könnte man vielleicht von da aus erreichen, aber so sicher bin ich mir jetzt auch nicht, ob das wirklich großartig was bringt. Aber ich denke, gegen 20 Uhr sollten wir uns wirklich wieder aufmachen und zurückgehen. Dann können wir nämlich bei der Yumino noch ein bisschen was opfern. Als Opfergabe darreichen. Und dann sollten wir wieder zurückgehen. Ah, da kommt noch eine Eule drüber geflogen. Und ein neuer Rekord, was Zwergwels angeht. Perfekt. Gut, also der Stör müssen wir jetzt anscheinend aussitzen. Mit viel Pech erscheint er nur bei Regentage in Frühling. Und dann müssen wir halt ein ganzes Jahr warten. Das ist etwas doof. Das ist dann, ach, muss ich ehrlich sagen, ist dann meiner Angelfaulheit geschuldet. Aber so ist es halt. Okay. Gut, alle. Dann gehen wir mal dorthin. Und können noch die paar Sachen hier opfern. Hauptsächlich der Forellebarsch ist gut, dass man dennoch kriegt hin. Weil das war auf jeden Fall so ein Frühlingsfisch, der recht selten ist tatsächlich auch. So, Forellenbarsch, der Karpfen findet man eigentlich ziemlich häufig sogar. So ein Zwergwels kriegen wir noch. Aber ich glaube, der war im Sommer oder wann bei Regen. Im Sommer an Regentage oder im Herbst an Regentage? Ich weiß es nicht mehr so genau. Das werden wir noch rausfinden. Okay.
Aber wir gehen jetzt erstmal wieder heim. Bringen unser Zeug unter Dach und Fach. Und dann könnte man vielleicht sogar noch ein Angellevel kriegen. Und dann kümmern wir uns morgen auf jeden Fall erstmal wieder um unser gute Felder. Das heißt, morgen kommt dann die Sommersaat rein. Und dann wird hier neu aufgebaut. Dann ziehe ich das Ganze größer auf. Okay, also Zwergwels kommt rein. Kaulbarsch kommt rein. Das können wir immer mal wieder finden. Treibholz ist derzeit noch Quatsch, der weg kann. Grünalge schmeißen wir jetzt auch einfach mal rein. Bis die Recycle-Maschine kommt, ist das eigentlich noch etwas unnütz. So, können wir noch irgendwas verhütten über Nacht? Wäre vielleicht verkehrt. Okay. Dann nehmen wir uns da gerade noch die 5 Stück. Und das hier, da können wir nämlich Eiserz über Nacht. Und wenn wir morgen die Felder aufbauen, können wir dann ein paar Kupfererz noch verhütten. So, das heißt, von morgen auf jeden Fall schon mal die Kohle und, jetzt Eisenerz, sondern das Kupfererz, dann können wir nämlich noch ein paar Bacher herstellen. Okay, verabschiedet euch vom Frühling, ihr liebe Leid. Es geht jetzt direkt in das Sommerei. Was sagte Wahrsager noch? Ja, neutral, das lief doch ganz ordentlich. Okay, von morgen ist auch noch nichts gesagt. So, dann beenden wir hier definitiv mal den Frühling. Die Episode ist zwar noch nicht beendet, aber der Sommer ist da und ich hoffe, diese tolle Musik, dieses Nature's Crescendo heißt das, die ist absolut genial. Das ist meine totale Lieblingsmusik im Spiel, die macht so gute Laune. Okay, Angellevel haben wir leider noch nicht gekriegt. So, erster Tag im Sommer, Jahr 1. Jawohl, es ist meine Lieblingsmusik. So, morgen wird's wunderschön und sonnig. Uns Leben auf dem Land. Neue Pflanze. Ah, ich liebe diese Musik. Bin jetzt einmal eine Weile still erstmal. Die macht doch einfach nur gute Laune, die Musik, oder? Die macht doch einfach nur absolut gute Laune. Ah. Die ist großartig. Also wirklich in ganzer Stardew Valley ist das mal, mal absolut die Lieblingsmusik. Ah. Es vermittelt auch einfach so ein richtig fröhliches Feeling, das Ganze. Man ist dann auch gern unterwegs, wenn man die Musik hört. Muss auch sagen, es hat sogar mittlerweile schon auf mein Handy geschafft als Musik, dass ich das auch privat dann auf meinem MP3-Player auf meinem Handy höre. So, die Hacke wieder. Und ich glaube, für das Sommer wäre das auch eine richtig tolle Musik, wenn man dort draußen unterwegs ist und dann die Musik dazu hört. So. Okay. Dann brauchen wir noch Dünger. Sodala. Bisschen Düngerhersteller. Haben wir erstmal 15er. Und können wir sehen. So. Und. Komm schon. 15. 16, 17, 18, 19, 20. 18, 19, 20. Und Ende 20, 22, 23, 24. Okay, das heißt, wir brauchen 24 pro Feld. Dann können wir nämlich hier die Melone noch pflanzen. Okay, das ist unsere erste Amtstat, die wir machen. Die anderen Felder können wir auf jeden Fall auch schon mal düngen. Dann können wir jetzt möglicherweise die Pro-Felder machen.
dass wir hier pro Feld nur eine Pflanzenart züchten. Und fangen schon mal an damit. Indem wir hier auf jeden Fall mal die Dünger hier schmeißen. So, da könnte man die Müsli-Riegel möglicherweise gebrauchen. Gut, das heißt, wir brauchen 13 Melonen noch. Ne, Moment, 14. Nee. Wir brauchen noch 15 Melonen, so rum. Yes, das ist ja leid. So, 24 Stück. Ich wollte gerade sagen, rechnen kann ich jetzt auch nicht mehr. Hoppala. 24 insgesamt pro Feld. Das heißt, wir brauchen noch 15 Melonen. So, komm schon. Und hier brauchen wir nur noch 23 Dünger. Und dann gucken wir mal, was wir an neue Felder machen und basteln können. Aber erstmal nur der Standarddünger. Ich glaube, mehr können wir tatsächlich auch gar nicht. Oh, da muss noch eine Pflanze entfernt werden. So. Okay. Gut. Dann noch zu unserer kleinen Hinklerei. Denen geht's gut. Die sind noch bedient. Die können futtern, wann sie wollen. Und dann gehen wir mal in die Stadt und kaufen mal die neue Saatei. So, das kann wieder durch Reihe. Die Hacke lassen wir erstmal. Man weiß ja nie. Aber während wir weg sind, können wir auf jeden Fall noch hier was zwitschern. Gut, dann kriegt der Hund noch. So, Leverwash, du kriegst noch was. Nicht das Mensch, ich hab dich vergessen. Okay, die Spitzhacke brauchen wir erstmal nicht. Jetzt geht's erstmal wieder ins Dörfchen und da holen wir uns die neue Sommersaat. Ah, die Musik geht wieder los. Sehr schön. Ja, die Gegend sieht jetzt auch ein bisschen anders aus hier. Hat sich einfach alles im Sommer angepasst. Jetzt können wir auch natürlich neue Pflanzen zum Sammeln finden. Okay, Kupfererz, das muss leider warten, auch wenn es gut bezahlt wird. Hi Abby. Der Sommer ist da. Er ist wirklich meine Lieblingsjahreszeit. Er ist nicht wirklich, glaube ich. Die Luft ist so schwül und es fühlt sich an, als würde ich in einer Suppe schwimmen. Ja, das kenne ich sehr gut, Abby. Dasselbe Problem habe ich auch. So. Gut, 15. Ja, das wächst mehrmals. Ah, das ist so tolle Musik. Okay, Blaubeere holen wir uns auch noch. Ah, so langsam wird's knapp im Budget. Pepperoni. Gut, 13er. Da müssen wir auf jeden Fall noch sparen für das ganze Zeug, was wir hier noch haben. Mais brauchen wir auf jeden Fall auch noch. So eine Blume wäre auch nicht verkehrt. Also wir haben jetzt auf jeden Fall Unmenge Zeug, was wir hier zur Verfügung haben. Aber ich brauche dringend Kohle, um das weiter zu machen, dass ich hier alles Mögliche abpflanzen kann. Aber erstmal kümmern wir uns um unsere Felder, die wir derzeit so haben. So, da. Gut, nochmal verhütter. Ja, die Melone waren schon teuer, aber das zahlt sich definitiv aus, ihr liebe Leid. Das werden wir schon sehen. Die gehen dann für gutes Geld weg. Und ich glaube, wir brauchen auch noch 5 von den Dinger. Moment. Genau, wir brauchen auch 5 Qualitätsmelone. So. Brauchen zwar lang, bis sie wachsen, aber das lohnt sich dann definitiv. So, da. Und die Tagesabläufe von unseren Leuten ändern sich jetzt durch die Jahreszeit. Da muss ich auch noch dazu sagen. Gut, dann machen wir noch die Tomatepflanze hier. Die können dann mehrfach geerntet werden. Das ist das Tolle an der Sommerpflanze. Die meiste von den Dinger, die wachsen dann und können mehrmals geerntet werden, so wie die Bohne im Frühling. Ah, Moment, da schmeißen wir gerade noch der Oven hier. Dann ist die Zeit nämlich auch sehr produktiv genutzt. So, da. Okay. Dann haben wir dort drüben noch, dann ist unsere derzeitige Kapazität erfüllt. Aber sowohl Tomate als auch Blaubeere und Peperoni sind Sachen, die mehrfach geerntet werden können.
Deswegen gehen die Beete völlig dode für drauf. So, da können wir wieder was abernten. Und joink. Gut, dann kommen hier unser Blaubeere hier. Und dann unser Peperoni. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch noch neue Beete. Wo wir dann, das andere Zeug noch abbauen können. Mais braucht nämlich auch ein ganzes Beet für sich, weil das auch immer wieder geerntet werden kann. Deswegen, wir haben auf jeden Fall jetzt die Chance, unseren Bauernhof erheblich zu erweitern mit mehreren Feldern. Und ich würde sagen, so mehrere Parzellen sind gar nicht so verkehrt, wo immer nur 2 Beete dabei sind. Dann können wir heute recht vom Tag dort damit verbringen. Dass wir hier noch ein paar Beete anlegen. So, die Peperoni auf jeden Fall noch hier rein. Dann ist das auch noch gemacht. So, ohne Momento. Jupp, die gehen ja ziemlich fix von der Hand, diese Kupferbarre. So. Dann machen wir das noch und dann machen wir noch ohne... Oh. Oh, nur noch 15 Energie. Na komm, das kriegen wir noch hier. Wenn man nichts daneben schüttet, dann kriegen wir das auch locker hier. 1, 2... Ja, komm, einer ist noch drin. Perfekt. Dann schmatzen wir uns noch so ein Müsli-Riegel rein. Jetzt sind wir nämlich wieder bei 47, ja. Ich werde vielleicht sogar sagen, wir petzen uns noch so ein zweites Müsli-Riegel rein. Da können wir noch welche machen davor. Das ist kein Thema. So, die Hinkle lassen wir vielleicht auch mal ein bisschen raus, dass sie sich draußen noch ein bisschen umgucken können. Ist auf jeden Fall auch wichtig, dass denn ihr Herzle steigen. So, tja, dann hätte ich doch glatt Sache. Wir erweitern unser Gebiet in die Richtung. Ja, da haben wir jetzt leider nichts zum Brecher. Dann vielleicht doch eher hier unter das Gebiet. Das können wir nämlich synchron dazu erstellen, das Gebiet. Och Gott, da flitzt da wie ein Blöde hier, unseren Hund. So, wie geht's dir dann? Gut ruhen. Ja, leider noch kein Herzle kriegt. Aber das kriegen wir hier. Okay, da kommt unser nächstes Beet dann hier in die Richtung. Können wir wieder keinen Stäbbrecher. Na egal. Kriegen wir schon alles hier. Okay. Da können wir auf jeden Fall noch abernten. Waren wir schon in der Lager? Jawohl. Für Hartholz waren wir tatsächlich schon in der Lager. Sehr gut. Dann können wir jetzt nämlich hier den ganzen Kruscht mal wegmachen. Und können uns da schon mal drum kümmern. Die Stäbe, die brechen wir dann, wenn es soweit ist. Und ja, der muss noch weg. Will ja hier noch nicht das Gras mehr. Das wäre ja alles Verschwendung, wenn ich mit meinem Schwert drüber gehe. Da wird dann nämlich Gehäut raus. Sodela. Okay, wir können ja hier schon mal auf jeden Fall vorbereiten, dass wir morgen nämlich allzu viel erwarten. Ja, komm schon. Zumindest dann können wir noch brechen. Komm schon. Gott. Okay, da haben wir da auf jeden Fall schon mal aufgerahmt. Ich glaube, morgen ist dann auch unser Spitzhacke wieder soweit. 4 Hämmer noch. Aller Hopp. Da kommt erstmal alles rein, wo es rein gehört. Die Materialien zu dem Materialien. Das Kupfererz. Ne, das Kupfererz wollte ich eigentlich noch weitermachen. So, genau. Du wärst noch weitergemacht. Die Hacke lassen wir mal von morgen drin. Die Sense können wir gut gebrauchen. Und das Zeug kommt dort rein, wo es hier gehört. Die kommen dort rein. Hartholz packen wir auch mal dort rein. Und die Fasern selbstverständlich. Ach. Okay, gemischtes Saat packen wir mal durch. Da machen wir vielleicht ein Spezialbeet für die Dinger. Es eilt ja alles nicht. Okay, gut. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen auf Erntetour gehen. Aber erst einmal warten wir, bis das Kupfer fertig ist. Hier haben wir 57 Heuballer. Da machen wir da nämlich ein bisschen mehr. Gut, die Küke sind wieder drin. Dann können wir nämlich auch zumachen. So, perfekt. Und der kommt wieder da rein. Mit der Sense schaffe kostet ja glücklicherweise nichts an Energie. So. Dann können wir nämlich hier erst einmal schön hier einen Rundumschlag machen. Und können hier nämlich mal einfach alles
platt machen, was hier noch in der Gegend ist. Dann sparen wir uns da auf jeden Fall schon mal was. Dann können wir morgen groß anlegen und haben für heute schon mal die Arbeit erledigt. Gar nicht mal so verkehrt. Okay, okay, das sieht doch echt gut aus. Gut, gut. Dann war der erste Sommertag doch wirklich recht produktiv. Ich glaube, der nächste Geburtstag, der wir hin, ist erst am 4. Sommertag. Da hat dann Jess Geburtstag, wenn mich denn alles täuscht. Können wir gerade mal nachgucken. Oh, genau. Am 4. habe ich es noch richtig im Kopf gehabt. Alles klar. Wie gesagt, von morgen wird's klar und sonnig. Und dann würde ich mal sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, wieder übermorgen zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Also machen's gut. Und bis übermorgen dann wieder, wo wir schön weiter Sommersaat kaufen und unseren Bauernhof erweitern werden. Wir sehen uns dann wieder, habt noch einen wunderschönen Tag und bis übermorgen dann wieder, beziehungsweise morgen zu Illusion of Time, wenn ihr Bock habt. Ayan Yankee.